Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am zweiten Spieltag der Bundesliga, und der FC trifft auf die Truppe des VfL Wolfsburg, und logischerweise ist es das erste Heimspiel dieser Saison in Müngersdorf, und wie jedes Jahr haben wir uns auch beim Motto da eine etwas übergeordnete Geschichte ausgedacht, um dem Ganzen auch einen gewissen Weitblick, eine gewisse Größe zu geben. Und das fängt natürlich auch bei der Location an. Und mehr Größe als mit unserem wunderbaren Kölner Dom hier am Rhein können wir dieser PK nicht verleihen. Absolut nicht. Und jeder, der in Köln ein bisschen was mit dem FC zu tun hat, der weiß, dass das auch nicht irgendeine Bundesliga-Saison ist, die jetzt startet. Und deswegen steht bei uns auf dem Shirt, Saison startet. Ära beginnt. So ist es nämlich. Und zuallererst mal, wie immer, natürlich 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Prösterchen, Leute. Ja, was meinen wir denn mit Ära beginnt? Ära, das ist natürlich ein sehr großer Begriff, aber jeder in Köln weiß, dass seit 2 Jahren ganz, ganz viel passiert ist beim 1. FC Köln. Eine Entwicklung, die stattgefunden hat, die dringend notwendig war, die bisher auch aus unserer Sicht sehr gut läuft, die so langsam beginnt zu greifen, auch was die Kontinuität anbelangt. Man sieht das an der Mannschaft, man sieht das an den Verantwortlichen. Und wir glauben einfach, dass jetzt die nächste Zündstufe dieser Entwicklung eingeläutet wird. Und da kann man ruhig mal ein Regal höher beim Begriff zugreifen. Genau, oder? zumal wir sagen müssen, es gab ja einen großen Umbruch. Ne? Ist genug darüber gesagt worden, Hector weg, Skiri weg, Horn weg. Das heißt, wir haben einen Neuanfang innerhalb des Neuanfangs. Und deswegen sagen wir, die Ära beginnt jetzt erst so richtig. Und wir sind wirklich ganz, ganz guter Dinge, dass sich unfassbar viel auch in Zukunft weiterhin zum Besseren entwickelt. Und ich finde, es gibt auch viele Anzeichen dafür. Ja, total. Also man muss sich nur anschauen, dieses Miteinander. Jeder zieht an einem Strang in diesem Verein. Ob das im Trainingslager war, wo ich ja auch eine Woche vor Ort war, ob es in Osnabrück diese geschlossene Mannschaftsleistung war, mit dem Weiterkommen dann auch in der Verlängerung. Letztes Jahr gegen Regensburg sind wir zwar noch ausgeschieden, aber dieses Jahr hat es geklappt. Weil das ist ja, ist ja total spannend. Ne? Ja. Das war jetzt mal, sage ich mal, nicht das leichteste Los, was die Erstligisten da gezogen unter allen Erstligisten. Und wir haben das trotzdem gewuppt, ja. Und wir haben das so oft erlebt, dass wir gegen wirklich unterklassige Vereine, die viel schlechter sind als Osnabrück, dumm ausgesehen haben. Also das war toll. Ja. Was übrigens auch sehr toll war, das war die Stimmung im Stadion. Also leidenschaftlicher Fußball, wirklich Volkssport, Fußball, wie man ihn sich wünscht. Ich habe ein Foto gepostet aus dem Stadion, da kostet die Wurst echt noch 2 Euro oder was. Ne? Und das Bier, da qualmt so richtig wirklich der Boden, und es ist eine solche Freude, auch noch bei einem Abendspiel sowas sehen zu dürfen. Weißt du, dafür scheiße ich auf jede Champions League oder irgend sowas. Ja, absolut. Großartige Sache. Bremer Brücke, Osnabrück, auf jeden Fall eine Reise wert. Ne? So. Und es hat sich so fortgesetzt auch. Ne? Also wir sind hier angekommen vor ein paar Tagen am Hauptbahnhof und hatten natürlich schlechte Laune, aber trotzdem war das eine geile Nummer. Denn eigentlich war das ja nur eine Sekunde, die scheiße war an dem ganzen Spiel. Ja, ne? Ja, wir haben drüber gesprochen schon. Wirklich unglaublich. Wenn dieses Tor nicht fällt, dann fahren wir beseelt und glücklich nach Hause und reden von einer der geilsten Auswärtstouren ever. Und dieses wirklich sackdämliche Tor, wo der sich auch noch selbst anschießt und fast auf die Schnürs fliegt, das sorgt dann dafür, dass alles in sich zusammenbricht. Und ich bin wirklich ganz selten so frustriert nach Hause, gebe ich ganz ehrlich zu, so frustriert nach Hause gefahren, weil eine solche himmelschreiende Ungerechtigkeit, die hat man in dem Moment empfunden, und die hat das im ersten Moment leider dann kaputt gemacht. Ja, es war also absolut grausam. Wir hatten, also das war gefühlt, waren wir 8 Stunden auf dem Rückweg. Ne? Also da hat es überhaupt kein Ende genommen. Richtig schlechte Laune, aber im ganzen Zug. Ja. Kannst du kaum beschreiben. Und dennoch muss man sagen, im Rückblick, es ist eben nur diese eine Sekunde, und wir hätten die Sekunde eher verdient gehabt, indem einer von unseren Dingern da, Bällen da einfach reingerollt wäre. Wir haben nun wirklich mehr Chancen gehabt. Das ist eine ausgezeichnete Leistung. Und ich bin überhaupt nicht bereit, mich jetzt dem Kölschen Schmerzgedächtnis hinzugeben, ne, wo man immer sagt, das kennen wir ja, wir spielen super, holen dann nichts raus und so steigst du ab. Das ist natürlich totaler Quatsch. Zumal ich glaube,
die Mannschaft denkt nicht so und der Baumgart Nein. lässt sowas auch nicht zu. Ne? Nee, das Thema hatten wir ja auch schon mal mit diesem Schmerzgedächtnis. Ja. Und ich bin ja der Meinung, dass man sich davon im Laufe der Jahre mittlerweile emanzipiert hat. Ja, du Übrigens hast dich auch frei gemacht, bedingt hast du gesagt. durch diesen Prozess, den wir durchmachen, durch diese neue Ära. Und ich habe es jetzt abgehakt, das Spiel, sehe total positiv das, was sich ansonsten da getan hat. Ob es ein Debüt von Finkgräfe gewesen ist. Oh ja, Carstensen für mich ein überragender rechter Verteidiger, jetzt auch in der Offensive, hat ja sehr gut funktioniert. Ganz viele andere Spieler, die auch, ob es ein Paccarada, der zumindest in der Offensive wirklich einen Jonas Hector nicht vergessen lässt, aber es gar nicht mehr so auffällig erscheinen lässt, dass der Hector jetzt nicht mehr dabei ist. Es ist halt was anderes, ist auch gut so. Ne? Ja, genau. richtig. Das ist halt neue Ära, eine ganz neue Geschichte. Also, Ja. Und es funktioniert, wie wir gesehen haben. Ja. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch vor Wolfsburg, wer immer das ist, nicht so eine richtigen Sorgen haben, sondern wir müssen unser Ding machen einfach. Und das haben wir bislang ja eigentlich ganz gut gemacht. Also, Falls irgendeiner darauf wartet, dass wir jetzt über Wolfsburg reden, das tun wir traditionell nicht. Ja. Und erinnern eher sogar noch mal daran, dass wir sie bei einem Saisonrückblick, beim letzten, haben wir die ja wirklich vergessen. Ja, das war nicht mal extra. Ne? Dass ganz viele bei YouTube drunter geschrieben haben, was ist mit Wolfsburg? Ja. Ja, was Kannst du ist- vergessen. Die Frage kannst du aber immer stellen. Insofern, die sind, egal wo sie am Ende platziert sind, vollkommen egal. Übrigens, wo sie am Ende platziert sind. Wir wollen auch ein bisschen was neu machen in dieser Saison. Und zwar würden wir gerne mehr von euren Meinungen in der PK haben. Ein bisschen mehr Beteiligung von anderen Fans. Und deswegen würden wir euch bitten, uns ein paar Videos, Statements und so weiter zuzuschicken. Und die Frage, die wir euch stellen, ist zum einen, was glaubt ihr, was der erste FC Köln in dieser Saison auf der Reihe kriegt? Ja? Und? Ja, und auch so ein bisschen Ausblick. Wie sieht es denn in 5 Jahren aus? Also wo stehen wir in 5 Jahren? Spielen wir dann Champions League oder sind wir nach Saudi-Arabien verkauft? Keine Ahnung. Nein, wahrscheinlich habt ihr viel kreativere Ansätze als hoffe das, was ich sehr. hier gerade gesagt habe. Genau. Lasst es uns wissen, Ja. schickt es uns zu, filmt es. Ja. Gerne auch mit euren Smartphones. Kann hochkant sein, kann auch quer sein. Wir sind da mittlerweile sehr uneitel geworden. Nur schräg ist doof, Und ne? wichtig Ja, ist ja. nur, also Bild ist halb so wild. Was uns wichtig ist, ist der Ton. Also nach Möglichkeit in einen etwas leiseren Raum gehen. Ja. Und dann klappt das auch mit dem Ton. So wie wir hier, ne? Genau. Also, was passiert dieses Jahr? Und Agenda 2028 wollen wir auch wissen. Und dann, glaube ich, wird das auch mit eurer Beteiligung eine richtig geile Saison. Ja. Neue Ära. Neue Ära beginnt jetzt in Müngersdorf am Samstag gegen Wolfsburg. Wir freuen uns riesig drauf und sagen 2 Kölsch auf 3 Punkte. Prost, Leute. Auf euch. Ich wollte jetzt nicht die Zähne einschlagen noch. Ne?